Hallo zusammen, Hallo kommen miteinander. zurück bei «Los mal». Wir haben den Flavio Loi da. Nicht den Flavio Stucki, das wäre noch cooler. Aber der Flavio Loi ist der auf Social... Also ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, weil ihr alle einen Crush auf ihn habt, unverständlicherweise. Aber er ist so der so Rant-Videos postet. Leute! Was ist so ein Rant, den du machst? Über meinen Bart war der letzte. Macht mich das unschön, wenn ich einen Bart habe? Effektiv ja, Flavio, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja gut, das ist okay. Flavio und ich sind bekannt dafür, dass wir einander hassen. Aber eigentlich hassen wir uns gar nicht. Nein. Weil wir sind einfach zu ähnlich. Er ist so ich in Mann, was auch echt scary ist und ein bisschen grusig. Wie das ich. Aber so, darum, wir verstehen das eigentlich schon. Also wir verstehen uns nicht falsch. Aber wir können uns auch gut roasten. Und darum reden wir heute mit dem Flavio. Weil er ist einer der wenigen Social-Media-Menschen, die ich aushalte. Yeah. Und ist das so? ja. So schnell? Erzähl du jetzt mal zuerst ein bisschen von dir selber, bevor ich da das Thema alle hasse. Nein, ich bin mich natürlich geehrt. Und, ich glaube, du musst das Mikrofon nicht so nahe nehmen. Ich würde es gerne ins Maul nehmen. Okay. Ich bin mich natürlich geehrt, oder? Dass ich da dabei sein darf. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich weiss irgendwie nicht genau, was kommt. Nach dieser Story, die du gepostet hast, dass man mir Fragen stellen soll. Oh ja, stimmt. Ich habe auf dem «Losemal»-Account gefragt, was ihr gerne über den Flavio wissen wollt. Und was ist, in welche Richtung ist es so gegangen? Also ja, so alles. Die wollen alles über dich wissen. Alter. Du bist ein mysteriöser Mann, habe ich das Gefühl. So, du erzählst eigentlich viel von deiner Meinung, aber die Leute wissen irgendwie gleich nicht über dich, so privat. Ja, aber eigentlich, ich tue eigentlich hure overshare, so mit meinen Sachen. So ja, einfach so, ja, ich habe ADS so. und ich bin ein Opfer und ich kann nicht daten und so, aber mehr. So, man weiss nicht, was du so machst. Gell, komm, erzähl mal. Was ist so dein normaler Tag jetzt gerade so von morgen bis abend? Ja. Ja, also momentan ist es schwierig zu sagen, weil ich habe halt, seit ich jetzt selbstständig bin, keine Routine mehr. Also es ist wie so ein bisschen, schwierig momentan, um das so zu erklären. Ich probiere mir eigentlich so gut es geht einen Ablauf zusammenzustellen. Ja, okay. Und was wäre jetzt der ideale zusammengestellte Ablauf? Ich habe mir extra so einen Tagesablauf mal aufgeschrieben. So. Ja, aber ich habe es noch kein einziges Mal gemacht. Ich denke mir immer so, ich mache so einen geilen Sketch und denke so, boah, der ist Crips. Der ist richtig geil, Mann. Und dann ziehe ich es einfach null durch. Mein Fokus momentan ist einfach TikTok und Insta. YouTube, wo ich wieder anfange. Das andere darf ich gar noch nicht sagen. Ja, aber das hat nichts damit zu tun, was dein Tagesablauf ist. Jetzt erzählst du mir von deinem Fokus im Leben, Alter. Ich stehe auf, gehe ich duschen. Wann stehst du auf, ideal? Am 7, wenn es geht. Schon so früh? Ja. Bei mir ist 8, okay. Ja, 7 ist geil, weil dann denke ich so, boah, jetzt sind die Menschen vielleicht noch nicht wach und so. Und dann so weißt du, alle normalen Menschen stehen um 5:30 auf, Alter. Das tut dazu privilegiert, aber ja. Ich stehe um 7 auf, nachher gehe ich mit dem Auto in Coop. Das sind zwar nur etwa 40 Meter, aber ich nehme das Auto. Und nachher nehme ich immer so ein kleines Tessiner-Brötchen mit so einem Protein-Milchshake. Nachher esse ich das im Auto und schaue YouTube-Videos. Für Inspiration natürlich, ja, gell? Genau, das ist ja mein Job. Einfach so auf dem Parkplatz vom Coop. Und ja, nachher gehe ich wieder heim. Und dann wäre eigentlich der Plan, um so 1,5 Stunden lang TikTok-Insta-Stuff zu machen. Schon so früh? Ja, ich bin am Morgen viel besser dran als am Nachmittag. Ah, wirklich? Aber findest du es nicht immer scheiße, weil wenn ich am Morgen etwas filmen muss, zum Beispiel, dass man nicht mehr lenkt, so für eine Kooperation oder so, dann siehst du, dass du noch so halb verschlafen bist. Und ich also hasse für die Augen und so? Ja. So das Gesicht, so das puffige Gesicht. Gut, so wie ich mich einmal aufnehme, das kommt wie nicht drauf an. Ja, also gut. Ich bin nie irgendwie so mega... Aber du machst ja nicht, tust du jeden Tag etwas filmen? Alter, Flavio Gorbs die ganze Zeit, das stinkt so nach Herdöpfelsalat. Wir waren beim Beck vorher und das hat mir richtig gemacht. Du musst schiessen. Hast du auch einen Break gemacht? Weil du so lange Zeit gehabt. Nein. Was hast du jetzt gefragt? Du tust ja nicht jeden Tag etwas filmen, oder? Nein. Das ist eben eigentlich so mein Dream-Szenario. Mega oft, und das ist mega schlimm, verwünsche ich mich, weil ich einfach so eine halbe Stunde, 1,5, 2 Stunden, bin ich einfach auf TikTok und auf Insta. Ja, aber ich mache das auch so zum Recherchieren mäßig. Ja, so, ja, Inspiration sammeln, was machen die anderen so, was sind so Trends. Und am Schluss merke ich so, bin ich so uninspiriert, weil ich so denke, ja, die anderen machen es alle besser. Und das haben die alle schon gemacht, jetzt muss ich auch nicht mehr machen. Tschüss. Also holst du dir eigentlich nur Inspo von anderen Leuten so? Ja, aber das macht ja alle.
Ich nicht. Ah ja. Auch der Flavio vor so 10 Minuten. Ja, weißt du, wir müssen einfach so ein Format von den Amerikanern mal so ein bisschen probieren Ja, machen. okay, aber das ist etwas anderes. Ich dachte so für YouTube. So Also für YouTube darf man abschauen. Nein, logisch nicht abschauen, aber du siehst ja so, was gerade so Leute gerne schauen und so. Ja, das musst jetzt nicht. Hallo, bei «Hören mal» sind wir im Fall ehrlich. Es juckt im Fall niemand, wenn wir da wie Arschlöcher tönen, die Leute abschauen. Ja, du musst es nur begründen können, dann ist alles gut. Nein, ich kann ehrlich sagen, wirklich ohne Lügen jetzt, ich habe noch nie irgendetwas auch nur abgekupfert. Bro, aber doch, aber deine Formate, ich meine, du kommst ja nicht vom Nichts drauf, ja, jetzt machen wir mal ein Video über das Buch. Das machen ja andere Leute auch und du hast wahrscheinlich auch schon irgendwo gecheckt, dass die Leute das vielleicht interessieren können, was du über das Buch zu sagen hast, oder nicht? Ja gut, es gibt sicher die Chance, dass jemand auch so etwas macht, was ich auch schon gemacht habe, aber es kann ja gut sein, dass mehrere Leute auf etwas kommen. Ja, den Buchvortrag ist Leute, hören dem Flavio nicht zu. Ich bin einfach Authentizität in Person. Ja, es ist auch einfach, wenn du die ganze Zeit nur die Kamera verfluchst. Ich mache mit dem Ramon zusammen ein Logopädie-Abo ab, dann können wir zusammen da unsere Oh ja, der Ramon ist unser Kameramann, er hockt da dahinter und muss uns zuhören. Und im Raum ist auch noch der David, unser neuer TikTok-Star. Wenn wir eigentlich das Thema noch aufgreifen, das wir vor der Aufnahme hatten. Nein, das dürfen wir gerade nicht erwähnen. Okay. Wir haben über unjugendfreie Sachen geredet, kurz. Einfach, ich habe mich so ein bisschen gewundert über die Anatomie von Männern. Amigs nutzt sie das eben hure aus. Ja, hallo, wir sind... Alter, der Ramon schaut jetzt wieder so rein von hinten. Ihr checkt nicht, bei «Hören mal» dürfen wir über alles reden. Da wird nichts zensiert. Nein, aber Leute, ihr müsst euch vorstellen, hier im Office, wir sind hier ja im Headquartier. Im Headquarters. Genau. Und da sind alle Videos, die ihr vom Flavio und all denen seht, die filmen meistens da. Und immer wenn ich da bin, sind halt alles nur Männer anwesend. Und ich benutze das immer hure aus, so zum fragen, so, ja, machen denn eigentlich das und so und wie ist das so? Und dann schauen sie mich alle immer so verstört an oder so. Und für mich ist das einfach so eine Research Group da. Also ich bin ja nie da. Ich bin einfach da so zum Studieren, für mein Studium weiterführen, das ich abgebrochen habe. Ah ja? Aber, wie geht es dir eigentlich mit dem? Hast du nicht auch mal irgendetwas abgebrochen? Ja, meine Schauspielschule habe ich abgebrochen. Ah ja, komm. Okay, also... Du kannst mir eigentlich... Ich habe es selber gefunden, ich werde über das reden. Es hat, glaube ich, niemand gejuckt von den Leuten, die gefragt haben. Aber wie bist du eigentlich zu dem... Also der Flavio wäre ja einfach... Also kannst du mir das beantworten? Wärst du am liebsten ein Schauspieler? Ja. Und wie ist das gekommen? Bist du so ein Theaterkind? Nein, auch nicht. Ich hatte eigentlich einfach immer so einen allgemeinen Escapism in mir rein. So, um aus dieser Welt zu flüchten und in meine eigene gehen. Und dann war halt das Schauspiel wie so etwas, wo ich so in eine andere Rolle schlüpfen und so. Ja, aber hast du das auch gemacht? Nein, überhaupt ja, aber nicht. Wie ich habe immer nur die Filme geschaut und so gefunden, ich will das auch machen. Aber ich habe eigentlich erst mit... wie alt bin ich denn? Mit 22 habe ich die Schauspielschule angefangen. Das war mein erster Schritt, so überhaupt mal in die Richtung. Weil ich einfach die Eier auch nicht hatte vorher. Und das wie so mein... Weißt du, kennst du das? Das ist so wie so ein Traum oder eine Vorstellung. Und solange du es nicht aktiv verfolgst, ist es wie so unberührt und es kann dem nicht passieren. Ja, das voll. Ist wie so dann kannst du es nicht failen, wenn du gar nicht probierst. Es ist einfach so dein Safe Space in deinem Kopf und es kann nicht schief gehen. Weil wenn du es dann wirklich so real anschaust und probierst, dann kannst du einfach scheitern und dann bist du so, Alter, so mein ganzes Coping ist weg. Das heisst, vor 3 Jahren bist du in der Schauspielschule? Ja. Und dann, wie lange bist du geblieben? 3 Monate? Nein, das ist etwas Schlimmer dran. Also ich bin eigentlich... Der Lehrgang wäre 2 Jahre gegangen. Und ich habe nach 1 Jahr und 8 Monaten abgebrochen. Alter, und wieso? Ja. Also ich will jetzt nicht irgendwie den Blame Shift oder so, aber ich bin dann mit meiner Ex zusammengekommen und da habe ich auf nichts anderes Bock gehabt als sie. Also so ein bisschen Prioritäten haben sich verschoben. Ich habe einfach nur noch geschwänzt und habe gar keinen Bock mehr gehabt. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, die Schule war auch nicht so Perle. Es ist wirklich so es war halt eine Teilzeit-Schauspielschule. Aber wie viel für das zahlst du, oder? Wie viel kostet das? Ich habe für 2 Jahre 20'000 gezahlt. Und du hast es nicht fertig gemacht? Nein. Alter! Und ich habe 4 Monate vor dem Abschluss habe ich gesagt, weißt du, fickt euch. Und ich habe dann gleich noch, von diesen 4 Monaten, habe ich noch 75% der Gebühren müssen zahlen. Also ich habe schlussendlich vielleicht einen 1000er gespart, habe aber keinen Abschluss.
Und meinst du, hast du etwas gelernt dort? Ja, im ersten Jahr safe. Meinst du, kannst du das jetzt so nutzen für deine Social-Media-Karriere, was du dort gelernt hast? Ja, ein bisschen schon. Aber vor allem nicht jetzt, sagen wir mal, effektiv aufs Schauspiel bezogen, sondern mehr so generell für meine Persönlichkeit, so zum vor Leuten anstehen und etwas präsentieren und so ein die Hemmungen absetzen. Das habe ich sicher einen riesen Schritt machen dort. Ja. Also, 20'000 Stutz und dafür kannst du jetzt präsentieren. Finde ich einen ganz guten Trade. Mach lieber einen Workshop für irgendwie. Ich habe gedacht, es gibt sicher so eine Online-Workshop, so Hypnose oder so, einmal. Ja. Kommt wahrscheinlich günstiger. Und jetzt? Was machst du jetzt so? Willst du das jetzt so voll auf die Seite legen? Nein, also ich bin ja schon ein bisschen dran. Ich konnte jetzt in 2 Kinofilmen bin ich jetzt drin gewesen. Einfach so. Das weiss ich nicht einmal. Ja, das ist wirklich so eine kleine Rolle, wo ich vielleicht 1 Satz oder 2 Sätze gehabt habe. Aber ich bin jeden Tag am Schauen. Ich suche einfach meine Castings und momentan hat es irgendwie nichts. Aber du willst du so Schweiz bleiben? Nein, ich schaue auch Deutschland und England und USA. Wow, das heisst, es könnte auch sein, dass du einfach so wegziehst für eine Rolle oder so. Ja, das wäre natürlich Oh nein, dann verlieren wir den Flavio Lloyd, das wäre so traurig. Das für die ganze Schweiz. Ich kann auch irgendwo in Hinterpuppiken im Ausland noch meine Rants machen, oder? Vielleicht ist einfach der Hintergrund kein anders. Fair. Ich würde ihn schon wegziehen für eine geile Filmrolle oder so. Aber hast du mit Social Media angefangen, weil du gedacht hast, so das Typische, so, als Schauspieler hast du mehr Chancen, wenn du eine Social Media Präsenz hast? Oder ist es einfach so unabhängig von dem angefangen? Nein, das war wirklich unabhängig. Es war schon während der Schauspielschule, dass ich angefangen habe. Aber eben wahrscheinlich aus dem Grund, dass ich so ein bisschen aus mir rausgekommen bin. Und ich habe eigentlich immer schon Freude gehabt, so am rumbläden und so. Und ein bisschen Leute zum Lachen bringen. Und ich habe das eigentlich mehr als Jux angefangen. Ich habe die Videos einmal einfach so aufgenommen und meinen Kollegen geschickt. Ja, auch zuerst. Das ist noch ein Lachs vom Brötchen. Alter, ich habe gesehen. Und habe das einfach einmal so meinen Friends geschickt. Und irgendwann habe ich dann einfach mal... Mein erster TikTok, den ich je hochgeladen habe, ist effektiv einfach ein ungeschnittener Snap, den ich mal einem Kollegen geschickt habe. Ich weiss aber gar nicht, was du am Anfang... Ich weiss gar nicht, wieso ich dich kenne. Also ob ich das überhaupt mitbekomme am Anfang. Ich glaube, hast du nicht mal dann ein Video darüber gemacht, dass du dich darüber aufregst, was bei 20 Minuten irgendwie, dass die einen Artikel über dich gemacht haben oder so? Das kann sein. Ich glaube, erst dann habe ich die entdeckt. Ja, du bist in meiner Tina-Ära. Hast du angefangen mal kommentieren und so? Schon? Und das ist so ein... Darfst du das sagen? Ja, also... Ja, gut, sagen wir, nehmen einen anderen Namen. Nehmen wir Esmeralda-Ära. Also muss ich das jetzt rausschneiden? Nein, also seine Esmeralda-Ära, das ist seine Ex-Freundin, ja, Esmeralda. Und was war denn das Problem, dass sie kommentiert hat? Ja, dort ein Problem gehabt mit jedem einzelnen Kontaktpunkt, den ich zum weiblichen Geschlecht kam, der nicht sie war. Und dann ist so. Relatable Queen Esmeralda, same. Aber sie hat ja, also du hast ja dort auch einen Freund gehabt und ich habe eure Videos nochmal auch gesehen. Ja, stimmt, da habe ich noch und dort habe ich dann... öffentliche Beziehung gehabt. Ja, das ist das Dümmste, was man machen kann. Ich habe ihm nicht gefolgt, aber dir auch irgendwie so. Ah ja, okay, aber das ist auch Red Flag. Du hättest ihm schon auch folgen. Wie hat er geheißen? Dylan? James. Ah, James, ja. Genau. Fast. Schön, wenn irgendjemand von euch, der zulässt, die Ära noch weiss, sind wir richtige OGs. Ich war jetzt so ein Opfer gewesen. Also nicht wegen ihm, aber ich selber war das so anders gewesen. Ja, aber ist das nicht so kurze, braune Haare gehabt. Voll Existential Crisis gehabt. Was, du? Ja. Hast du schon gehört? Ja, wie ein kleiner Bub. Also, ja. Ja, das ist ja jetzt noch... Wenigstens nicht wie ein 60-jähriger Mann, weil ich keine Haare auf dem Kopf habe. Okay. So, schön. Okay, also du bist ja gerade vom Big Air Chur zurückgekommen. Oder? Jawohl, was ist von Chur oben runter bin ich gekommen. Deine Meinung zu so Influencer-Zusammenkünften an so Events und so, gefällt dir das? Hey... Es gibt keine falsche Antwort. Es lässt einfach nur jeder Schweizer Influencer diesen Podcast, um zu schauen, was bei mir läuft. Ist das so? Ja, also gewisse sind dann schon immer wieder so, ah ja, gell, du bist... Und dann denke ich so, Bro, das kannst du nur wissen, wenn du meinen Podcast gehört hast. Oh shit. Also sagen nie explizit so, ja, die Folge war gut gewesen oder so. Okay, ja, aber das ist aber echt geil. Nein, also wie soll ich sagen? Also jetzt am Big Air habe ich es wirklich nice gefunden, weil das war auch so ein im kleineren Rahmen gewesen, sage ich jetzt mal. Ja, voll. So die grossen Influencer-Veranstaltungen,
die sind dann manchmal schon so ein bisschen, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es hure fake alles. Also mich macht es manchmal so ein bisschen, ja, traurig ist es übertrieben. Kannst du sagen, heulen nach diesen Events? Nein, es ist einfach wirklich einmal so ein bisschen extrem aufgesetzt. Wenn ich das Gefühl habe, ist in anderen Branchen, die auch im öffentlichen Raum sind, noch ein weniger. Hey, was meinst du jetzt so Schauspiel zum Beispiel? Oder so, ja, zum Beispiel. So einfach Marketing. Oder ich meine jetzt irgendwie am Zürich Filmfestival oder so. Die sind mehr so für sich, habe ich das Gefühl. So, ja. Die sind dann so, «Ciao Robi, ist es gut?» Und nachher laufen sie weiter. Aber bei uns ist es so, «Hey, ja. Geil, oh mein Gott, cool!» Und nachher schauen sie sich so ein bisschen von oben bis unten an. Und dann war es eigentlich erst gewesen, fragen so, «Ja, wie viel Geld hast du eigentlich für das und das bekommen?» Ja, und dann, oder wie viel gibst du ab bei deinem Management? Das ist einfach so. Ja, stimmt. Alle sind immer hure interessiert am Management. Also werden wir da so versklavt und so. Ist es eigentlich gut da bei diesen Hits und so. Und wir da voll ins Leben und chillen. So. Oder die nachher sagen so, wie heisst es schon wieder? Dabei wissen jetzt genau, wie es heisst. Dann denke ich so, Alter. Gell, du machst doch jetzt... Du jetzt so, als wärst du jetzt schon schauen. Ja. Und das ist einmal einfach so cringe. Und eben auch das so fake im Sinne von, dann kennst du einander, blöd gesagt, weil du einander auf dem Handy siehst. Aber irgendwie hast du die Person noch nie im echten Leben gesehen. Und nachher, ja. Also, die einen Leute haben irgendwie so Mühe zum Maschinen finden, weißt du, so wie approachest du das jetzt genau? Ich finde es aber auch hure schwierig, weil ich denke mir dann so, es ist hure cringe, wenn ich dieser Person sage, ich kenne die, und dann ist so Angst, dass die Person die nicht zurückkennt, und dann wäre es so voll so die Failure, dass du so nicht, oder weißt du was ich meine, dass du nicht genug gross bist, dass sie können sagen, wer bist du schon wieder? Und das haben bei mir aber auch schon Leute gemacht, wo ich so genau weiss, du hast mich schon 10-mal gesehen. Wirklich? Und wir haben uns schon an 40 Events getroffen und einander «Hoi» gesagt. Und am 41. Event machst du dann so «Wieso bist du da?» Das ist wirklich mal schon ein paar Mal so gesagt. «Wieso genau bist du da eingeladen?» Das ist schon unangenehm. So «Ja, Bro, was machst du eigentlich du da?» Aber... ja, das ist so das... Wie soll ich sagen, das Fake, aber ja, manchmal auch so nicht ganz rauskommen, wieso gewisse Leute dort sind. Also weißt du, aus welchem Grund? Ja. So, sind sie jetzt da irgendwie, wie es jetzt... Tauli, willst du auch noch etwas sagen? Hi Tauli, komm auch mal. Komm, Tauli, komm. Wir haben hier den Swiss Influencer Award Gewinner Comedy-Ding. Komm, sitz da schnell in der Mitte. Ja, crash da rein. Was haltest du von so Influencer Awards? Influencer Events? Ich finde es immer sehr gut, wenn die richtigen Leute dabei sind. Also wirklich auch Leute, die etwas machen und nicht einfach mal irgendwo etwas gemacht haben. Ja. Das ist eigentlich so das, was ich jetzt darauf aus will, einfach viel, viel besser erklären. Ja, einfach Leute, die wirklich einen Mehrwert generieren und nicht einfach irgendwelche cringy Sachen. Zum Beispiel du hast Content, der einen Mehrwert generiert. Du bist schon cringe. Nein, du bist nicht. Ich meine mehr so die cringe Leute, die würde ich jetzt nicht einladen, also Sachen, weil die bringen mir jetzt nichts. Aber jetzt angenommen du hast ja deinen Content, du hast ja deine Zielgruppe und alles drumherum. Du hast ein bisschen die psychisch angeschlagenen Leute. Das hat jetzt zum Flavio gesagt. Genau, und ich halt die ganze Migranten-Ecke, oder? Wo ich ein bisschen anspreche, aber auch dort habe ich einen Mehrwert, wo ich ein bisschen Kultur zusammenbringe. Und das finde ich, das hat einen Mehrwert, aber irgendwelche... Darf ich Fluchwörter da? Ja. Irgendwelche Schwänze einladen, die keine Ahnung von Tuten und Blasen haben und nur ab und zu mal irgendwelche Sachen bewerten oder gratis. Also das ist... Ich bin nur noch hässlich, wenn ich da weiterrede. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Oder? 100%. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, generierst du einen Mehrwert, oder? Würde jetzt der Zuhörer denken, ja, ich generiere einen Mehrwert. Ja. Alter, der Tauli macht da gerade Selbstwerbung auf höchstem Niveau. Das kannst du richtig gut. Ja, das ist super. Also, nein, warte kurz. Aber da muss ich das Mic noch länger haben. Ja, hab's jetzt einfach. Tauli, was würdest du sagen? Hast du einen grossen Unterschied gemerkt zwischen, wo du nicht deine Social Media Präsenz gehabt hast, so mit deinem Umfeld und so und jetzt? Also vor allem jetzt hast du ja glaube auch, machst 100% selbstständig nur und nicht einen normalen Job. Ja, die Leute verändern sich halt schon, gell? Auf einmal wirst du für gewisse interessant, wo du nie interessant bist, oder? Auf einmal von «Hey du Elende» zu «Hey Bro, was läuft?» oder? Ja, wirst halt einfach ein bisschen anders wahrgenommen, was ich aber mega falsch finde.
Weil ich sage immer noch, ich bin der gleiche hässliche Mongo von früher, oder? Hat sich eigentlich nichts verändert. Ja, darum. Die Leute ist einfach die Welt. Die Welt ist generell. Weißt, viele sagen ja, Influencer sind ja fake, oder? Ja. Dann denke ich, und verarschen uns nur. Ich denke immer so, Politik verarscht dich, der Staat verarscht dich, deine Eltern verarschen dich, dein Kollege verarscht dich. Du wirst eigentlich im System wirst du querbeet von allen verarscht. Aber findest du auch, dass schon ein bisschen, das habe ich eben vorher sagen, so, gerade so in der Influencer-Szene, ist das Ganze schon ein bisschen härter oberflächlich, wie jetzt in anderen Kulturbereichen, nenne ich es jetzt mal so, wohlwollend. Es ist überall so. Es ist in der Geschäftswelt ist auch so. Fake it till you make it. Ich kenne Leute, die gehen... Darf ich wieder etwas sagen? Ja. Ich kenne Leute, die lutschen gehen, bis sie eine gewisse Präsenz oder eine gewisse Position erreicht haben. Aber symbolisch, oder? Ja. Also sie kriechen, aber in der heutigen Zeit ist ja alles möglich. Also du kannst als Mann wie als Frau kannst das machen, oder? Spielt ja gar keine Rolle. Und dann... Ich sage in der Geschäftswelt so. Ich sage auch jedem, du bist der Dümmste, wenn du in der heutigen Zeit noch 100% schaffst. Oder Gas gibst beim Arbeiten. Weil das bringt nichts. Du musst genau dann brillieren, wenn alle Augen auf dich gerichtet sind. Dann musst du brillieren. Sobald die Augen wieder weg sind, kannst du wieder deine 10% weiter fortfahren. Hängen, Kaffee trinken, ein bisschen Tastatur vergewaltigen und gut ist, oder? Ja, das klingt jetzt so dumm, aber du bist ja ein guter also weißt du hast einen guten Job gehabt. Darum sage ich dir, es ist alles, du musst dich nur verkaufen. Und das machst du überall, weißt, du verkaufst dich in der Berufswelt, du verkaufst dich im Privatleben. Wenn du eine Frau oder einen Mann kennenlernst, verkaufst du dich auch. Du machst es überall. Aber die Leute motzen einfach gern. Wir in der Schweiz motzen einfach gern über alles und zeigen schon mit den Fingern, ja, der ist falsch, der ist falsch. Aber dass er vielleicht gerade vorher... Das haben wir auch gerade gemacht. Ja, weißt du, dass die Leute generell sich untereinander verarschen, das vergessen sie eigentlich. Ich meine, wie oft lügst du einmal deine Kollegen oder Kollegin an, weil du gar keinen Bock hast auf das Event, oder? Und dann sagst du, ey, mir geht's gerade schlecht. Du hast ja gelogen! Nein, aber das mache ich nicht. Ich schon. Also ich tue nicht lügen, ich sage dann lieber so, ey, schau, mir geht's gerade scheiße. Oder ich habe wirklich auch schon angefangen zu sagen... Aber jetzt sind wir gerade so gut dran. Ich sage wirklich einmal auch so, Bro, momentan, ich bin gar nicht so im Mut für das, nicht so Bock. Ja, aber du kannst jetzt so wieder auf scheinheilig tun wie vorher. Ja. Aber du kannst mir nicht sagen, dass jede Person in deinem Leben das akzeptiert. Es gibt sicher Leute, wo du weißt, ja, bei denen bringt es nichts. Wenn ich einfach sage, ja, keinen Bock, dann fragen sie 5-mal weiter. Du musst schon sagen, sorry, etwas dazwischen kommen. Main Message ist, wir leben in einer scheinheiligen Welt, wo man gerne mit dem Finger auf andere zeigt und dann vergisst man, dass der Daumen ja zu zeigt. Das war wirklich jetzt poetisch gewesen. Ja, aber es ist wirklich so. Also bitte nehmt euch die Zeit lieber für eure Hobbys. Geht eure Hobbys nach. Weniger Heiden einmal. Nur die Heiden, die es auch wirklich verdienen. Also der Flavio, bitte. Und sonst fokussiert euch auf ein eigenes Ding, das ihr gerade am machen seid, auf euer Leben. Nehmt nicht alles so seriös. Probiert Sachen aus. Ihr seid geile Siecher und geile Siecherinnen. Ja, wirklich. Dankeschön. Ja. Also, ja. Genau, das wäre es eigentlich gewesen, ja. Aber du kannst mich auch mal, wir können ja mal zu dem Thema können wir ein bisschen ausführlicher reden. Muss ich ja, lass den Tauli auch mal noch ein. Ja. Wenn du so mal wirklich so brachiale Sachen willst hören. Komm, wir reden mal mit dir über so ein Arbeitsleben, weil ich habe ja keine Ahnung. Ist gut, ja. Okay. Das können wir sehr gerne mal machen. Also, ich störe nicht mehr weiter. Nächstes Mal habe ich da... Danke für deine Gastpräsenz. Danke dir, Tauli. Der Top 5 Podcast habe ich letztens sogar gehört, in der Schweiz, der vercrushed. Also, das tut immer wieder ein bisschen. Emma ist in der Top 5 Podcast-Charts in der Schweiz, also wirklich eine von der besten oder bestinnen. Darum Props und geil, dass ich jetzt so einen Podcast habe vercrushed. Ade miteinander. Tschüss. Hey, und danke fürs Gendern, gell? Also eben gesehen, das ist das, was im Headquarter passiert. Da droppt einfach so random Leute rein und plötzlich sind sie da, weil die einfach den ganzen Tag da chillen, was ich nicht verstehen kann. Aber, nein, wir arbeiten. Ja, aber ich meine, sie sind einfach da. Ich würde nie im Leben da. Gut, ihr wohnt auch alle da, fair. Ja, fair. Du wärst schon auch öfters da. Das ist jetzt aber richtig so, Bro, so Speech gegen die Haters und alle einander verarschen. Und wir so, Alter, die scheiß Influencer sind alle fake, Mann, fick. Nein, eben, aber ich finde nicht, es sind alle fake, aber ich habe das Gefühl, generell ist es faker als andere Events und wenn die Leute wirklich fake sind, merkst du es viel, viel mehr. Ja, ich finde es ist einfach so schwierig zu trennen, weil es ist ja der Beruf von allen und an einem Geschäftsevent
eben, ich rüchst auch alle in den Arsch, Ja, aber du bist hast auch so Masken und persönlich so. und weißt so viel voneinander und bist ja alle im gleichen Alter und machst das Gleiche. Das ist irgendwie auch so wer, Alter, das spuckt Sorry. so wieder ein bisschen Lax aus. Ich spucke nicht am Boden. Gell, du hast deine Lippenhäutchen abbeissen und rausspucken den ganzen Tag, hat einen Grüssel. Du hast überall so am Boden, so vertrocknete Lippenteile von mir. Nein, aber auf jeden Fall, du hast dann das Gefühl, so, die Leute kommen zu dir und sind nett, weil sie dich als Person cool finden und eigentlich ist vielleicht die Intention, ja, das ist jetzt auf geschäftlicher Basis sinnvoll, mit dieser Person mich einschleimen, damit wir vielleicht das Video zusammen machen können, bla bla bla. Und es ist verdammt schwierig zu trennen und zu sehen, wer meint was, wie, finde ich jetzt an diesen Events. Voll. Und das finde ich aber generell nicht nur mit anderen Influencern, sondern mit allen Leuten fast in meinem Leben. Ja, jetzt. Ja, eben, So ein zu dem wollte ich auch noch kommen. Wie ist es jetzt bei dir, der Unterschied so, jetzt auch zum Beispiel so, also bei Friends suchen ist, glaube ich, also finden ist ja verdammt schwierig, Das finde mache ich nicht mehr. Also das kannst eigentlich ja gar nicht. Also es klingt verdammt dumm und geschissen, wenn man es von außen so hört. So, ja, die Leute sehen mich so anders und so, aber es ist wirklich so, die Leute finden einem halt so crazy geil, obwohl man halt einfach so ganz normal ist und tun einem so halb so, keine Ahnung, du bist so auf einem Podest, obwohl du so ein kleiner Wichser bist. Nein, Ja, aber wirklich, und aber wirklich. du fühlst dich nirgends wohl, weil du wirst so, also keine Ahnung, wie kann man das beschreiben? Wie würdest du das beschreiben, wie es so ist? Es So ist, im einfach, Sozialen. es ist einfach, keine Interaktion ist mehr neutral. Mit, sagen wir jetzt mal, Leuten, die ich neu kennenlerne. Ich habe meinen Kreis, der relativ klein ist, von meinen Friends, die ich seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren kenne oder so. Das sind sehr wenige. Und mit denen ist es easy. Aber mit anderen, und natürlich da, eben, wenn die Leute im gleichen Business sind, dann ist auch nochmal etwas anderes, oder? Ja. Wenn sie wie auf der gleichen Wellenlänge sind. Wenn ich jetzt den Tauli oder den Erik oder dich kennengelernt habe oder so, oder auch jetzt der Ray oder der Dave, halt, weißt du, Leute, wo so sich im gleichen Raum bewegen, dann ist es auch voll okay, aber sonst, ich habe dann auch wieder einmal so Leute im Ausgang kennengelernt. Ja. Sagt das jetzt irgendwie eine Frau oder ein Dude. Und das ist dann wie so. Vielleicht liegt das auch an mir, aber ich glaube dem dann einmal nicht mehr so. Ja, voll, du weißt, also ich glaube auch wenn es jemand nicht aus irgendwie, also das ist so schwierig, weil alles, was sie schon über dich wissen, tut ja ihre Wahrnehmung von dir beeinflussen, egal ob sie es wollen oder nicht. Und Ja. ich glaube, auch wenn sie es so genuine meinen würden und einfach so finden, so «Hey Flavio, du bist verdammt nett gewesen heute» und so, du kannst das nicht also du bist so «Ja Bro, aber du findest mich ja geil, weil alle anderen Leute mich geil finden». Ja, das ist so das Haben, wo die Leute so bewundern und alle hätten das irgendwie gerne, so eine Plattform, also alle, aber so mega viele finden ja «Oh mein Gott, ich will das auch machen und wie hast du das gemacht?» und «Oh, so geil» und so. Und das, ja, ich glaube, man steht sich schon auch selber im Weg, so, man lässt es gar nicht mehr zu, weil man hure Angst hat davor, dass es nur um das geht. Und du kannst auch, also ich meine, auch wenn du dich dann öffnest und actually so mit jemandem Neuem befreundet wirst, dann erzählst du vielleicht mal etwas, wo du nachher denkst, fuck, Alter, das hätte ich glaube nicht erzählen sollen, Ja, oder so voll. von anderen oder so. Eigentlich, du musst alles geheim behalten und es ist so obvious, dass ja so logisch, deine Kollegin nimmt sich auch Wunder, so, ja, wie viel Geld verdienst du, was machen die anderen, was ist so der Gossip und so. Du darfst einfach fucking nicht, du darfst es nicht erzählen und es geht meistens jedes Mal, wenn du es machst, so 2 Sekunden und dann merkst fuck, jetzt allen weiter erzählen. Oder weißt du, so, du weißt genau so, jetzt wollen sie noch mehr. Und das war so das Ziel, gewesen, so etwas herauszufinden, was die Öffentlichkeit nicht so weiss. Ich weiss nicht, wie ist es so mit so Dating bei dir? Nein, aber ich meine so, Ja. ich meine jetzt auch wegen diesem Thema. So, ich kann mir vorstellen, sorry, also für mich, du bist also wirklich ein verdammtes Opfer. Und nein, aber wirklich so, ich habe das Gefühl, wenn ich die jetzt so ohne deine Plattform und alles so kennengelernt hätte, hätte ich gedacht so, ja, ein lustiger, zack, Friendzone. Oder so, dass sich das auch die Mehrheit denken würde. So. Aber also, weißt, und jetzt, wo du das hast, kann ich mir vorstellen, dass alle so sind so, oh mein Gott, der Flavio ist so geil. Aber du meinst, das ist so, hat so etwas damit zu tun, dass du jetzt halt so irgendwie durch das so offen bist und so charismatisch bist und irgendwie so etwas ausstrahlst? Oder meinst du, das hat legit so mit Fame zu tun und die Leute denken einfach, du bist ein geiler Hengst wegen dem? Das weiss ich eben nicht. Und jetzt sind wir gerade in der Hafting. Hey. Dating. Das ist eben genau die Frage. Und das liegt die Arbeit, glaube ich, bei mir. Weil ich kann das wie nicht unterscheiden, einmal, was es jetzt genau ist. Wie wett ja, das ist unmöglich. Ja. Ich meine, ich denke mir auch so. Also eben zu früher ist es logisch ein riesen Unterschied. Wie war das früher gewesen? Ja, früher hat mich nie keine mit dem Arsch angeschaut.
Aber ich denke mir auch so, weißt du, ich habe mich ja schon jetzt abgesehen von Social Media auch entwickelt, logischerweise. Aber es ist dann einmal wie so. Und ich finde vor allem auch, durch das, dass ich ja eigentlich mich selber bin in den Videos, ist das eigentlich eine mega schöne Antwort, die ich bekomme, so, dass die Leute das so fühlen oder dass Frauen das cool finden, so wie ich rede. Oder, ja, das denke ich bei mir auch. Aber dann denke ich gleich irgendwie so, ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann es einmal ein bisschen rauslesen aus den DMs raus, so, wie es überkommt. Ob die Person mehr wirklich meinen Charakter cool findet oder ob es jetzt irgendwie darum geht. Es sind meistens die selber in dieser Szene unterwegs sind, wo ich es nicht abkaufe. Ja, aber also, wie meinst du, wenn jetzt so eine... was für Leute schreiben dir, die in dieser Szene also nicht, unterwegs nein, sind? das wäre jetzt niemand, wo man kennt. Ich meine jetzt im Sinne von... Leute, die selber so probieren. Nicht zum Abgabentönen, halt so, wo auch so ein bisschen Insta-Präsenz haben, aber halt viel... Ja, halt so tiefer. Halt... Nein, nicht tiefer. Nein, einfach kleiner. So... Wo du merkst, sie würden auch gerne das machen, was du machst. Voll. Genau, das ist gut. Und dann habe ich dann so das Gefühl, merke ich es nur schon in den Nachrichten an, so, wie so der Vibe ist. Aber wenn mir jetzt irgendjemand schreibt, kann ich gerade, wenn es irgendwie ein privates Profil ist oder so, das ist schon dann nochmal etwas anderes. Aber nachher ist auch das Problem, ich habe das schon gemacht, dass ich wie so dann eine so getroffen habe. Getroffen? Nein, wirklich. Hey, nein, das ich. Anyways. Nein, ich mach das wirklich nicht. Ist es heiß da rein? Ist übel. Nein, wir werden auch immer so heiß beim Podcast aufnehmen. Schon ja, gut. das ist am Podcast. Nein, und dann treffe ich die auf einen Kaffee oder so. Ja. Und das tut mir für die Person dann auch leid, weil ich wüsste auch nicht, wie ich drauf wäre, wenn ich jetzt mit jemandem so... Ja, aber es ist schon Red Flag, wenn sie so nervös Dynamik. sind, als wären sie Genau. da mit einer Prominenz im Raum, so mit dem fucking Cristiano Ronaldo, dann ist schon etwas falsch. Voll. Ja, aber dann ist wie so, verstehe ich auf eine Art auch, Nein! aber es macht es dann wie einfach wirklich... Es macht es wirklich mega komisch. Und zwar, entweder ist es komisch, weil es dann voll so... Kann ich schon dort gehabt, wo nachher einfach so irgendwie meine Videos so geschaut haben. So, das habe ich mega lustig gefunden. So. Wow, nein, das hasse ich. Warte, ich muss schon... Wow, jetzt stinkt es, weißt du wie. Das ist wirklich so grusig. Also nein, nicht grusig. Das ist grusig gewesen. Das ist mega unangenehm. Aber das andere finde ich dann eben auch komisch, wenn es dann einfach so tut, als wäre nichts. Ja! Also, oder, weißt du, Anna, ja, was machst denn du so? Oh ja. mein Gott, das hatte ich erst gerade letzte gehabt. Das ist so unangenehm. Es ist so unangenehm und sie wartet nur drauf. Es ist wie so eine Tortur. Sie fragen dich und dann schauen so, wie du das umschreibst. Weil jeder, den ich kenne, der nicht sich einer darauf abhält, dass er irgendwie Influencer ist, was auch nicht so viele von denen sind, aber ich meine so, Leute wie du und ich weiss genau, wir antworten alle gleich. Wir sind so zuerst so, ja, also weisst, ich bin selbstständig. Ja, und nachher oder Social hoffst du, Media dass sie mal. nicht mehr fragen. Dann logisch fragen sie dann, ja, so wie selbstständig? Ja, so im Content-Creation-Bereich, Social-Media-mäßig. Punkt, fertig. Bitte frag mich nicht mehr, du kleiner scheiß Arschwichser. Nachher, wie geht, also was machst du denn da und verdient man denn da gut? Bro, shut the fuck up, ich weiss genau, du hast meine scheiß Mikrowerbung schon 10 Millionen Mal gesehen, du weißt genau, wer ich bin und was ich mache und du wartest nur darauf, dass ich dir erzähle, ja, man verdient übrigens 50 Millionen Franken im Jahr, aber... 50 Millionen über? Ja. Wie viel hast du bekommen? 10 Franken? Ich habe 300 Stutz bekommen. Nein, aber das tut mir einmal leid für mich und die Person, weil irgendwie, ich komme nicht mit dem klar. Ich komme wirklich nicht mit dem klar. Und ich habe jetzt auch eigentlich aufgehört zu daten. Also ich Du bist jetzt Zölibat. 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 Abstinent sozusagen. Ich habe vor einem halben Jahr das letzte Mal etwas wirklich so ein bisschen längerfristig gehabt mit jemandem. Also mit einer. Ja. Das wäre auch okay. Ist auch in Ordnung. Nein, und das ist dort ist es auf gleicher Ebene gewesen. Es war jemand wie so gewesen, wo
eigentlich aus dem Business kommt, aber nicht, Ja. sag ich jetzt mal, nicht vor der Ja. Cam so. Und... Ah, der Ramon! Der Ramon ist so, that's me! Ja, okay, es war der Ray gewesen. Der Ray. Aber dann habe ich wirklich so gemerkt, so... Keine Ahnung, weißt du, ich habe irgendwie auch noch andere Issues, die da drin spielen. Ja, du bist eigentlich, ich glaube, generell bist du noch nicht so Boyfriend-Material, vielleicht. Ja, doch, eigentlich schon. Nein, aber ich glaube eben noch nicht. Ich mein, du bist irgendwie wie viele Jahre? 5. 5 Jahre Ja, das jünger. ist, ja, aber Flavio, man merkt, du bist so am Strugglen mit dir selber so ein bisschen. Ja, wer du kannst dich nicht? nicht für 2 Leute, ja, aber du bist noch, das ist eben das Ding. So, du akzeptierst es noch nicht, dass du so voll am Strugglen bist. Du bist so, ja, ich glaube, ich bin selber. Ja, aber sobald du das sagst, musst du wirklich auch nicht mit jemandem zusammenkommen. Wenn du so bist, so, ja, wir schaffen das dann zusammen, von mir aus. Aber du bist jetzt gerade so, ich habe, glaube noch ein paar andere Sachen zu regeln zuerst. Dann mach das. Gottfried Stutz. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, unterbewusst, wieso ich jetzt so einen Break gemacht habe. Weißt du, dass ich mich gar nicht mehr wirklich so auf das fokussiere. Ich habe wie so das Gefühl, wenn ich meine, sorry, gerade in unserer Generation, ich weiss nicht, welcher Mensch nicht irgendwie da Issues hat mit Beziehungen. Ich meine, wir sehen ja, Beziehungen heutzutage ist nur noch ein fucking Joke. Habe ich ja vorher schon gesagt. Ja, wir haben vorher darüber geredet. Es hat nicht mehr irgendeinen Wert, nicht mehr irgendeine Bedeutung. Du kannst Tag rummachen, dort offene Beziehung, da hast du einen One-Night-Stand, da gehst du ficken, da ist irgendwie komplex. Scheißegal, Leute werden ausgenutzt für irgendwelche psychologische Shortcomings, die sie früher haben. Es ist ein riesen fucking Pain momentan. Und dann finde ich aber, ich muss ja nicht, das ist ja auch nicht realistisch, dass ich sage, ich tue jetzt zuerst all meine Entchen in eine Reihe bekommen, dass ich dann wirklich perfekt bin und Ja, keine Issues nicht. mehr habe mit jemandem. Ich glaube, wenn ich jetzt die richtige Person finde, dann kann ich auch sagen, hey, schau, auf diesem Gebiet habe ich einen fetten Struggle. Und ich muss Ja, immer logisch. arbeiten. Und dann hast du so... Also, ich glaube, man kann auch zwei... Das klingt so mega generic. Aber ich glaube wirklich, dass wenn du jemanden findest, der auch so ein bisschen auf dem gleichen Level von Feinfühligkeit ist und so ein bisschen checkt, was läuft, Ja. kann ich auch meine Issues wie mit Eben, dir aber das nehmen, so. meine ich ja. Aber wenn du jetzt gerade an dem Punkt bist, wo du noch so sagst, ich glaube nicht, dass ich es akzeptieren kann, wenn mich jemand toll findet, weil ich glaube es dieser Person nicht. Dann musst du Ja, nicht, weil dann aber- wirst du so viele Issues machen aus nichts, weil du einfach nicht mal dieser Person vertraust, dass sie dich actually gerne hat. Du musst erst mal an den Punkt kommen, wo du das fucking akzeptieren kannst. Das ist Finde aber ich. eben ein das Issue, geht das an mit, euch alle, Alter. das ist aber mit Social Media gekommen. Also das Ja, habe ich vorher schon nicht gehabt. Aber vielleicht hättest du das auch sowieso bekommen, weil du jetzt einfach die verändert hast und mehr vielleicht auch so reflektiert bist und mit dem kommen halt auch so zu viele Gedanken irgendwie. Ja, das kann auch gut sein. Ich habe aber auch einfach das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, ich würde jetzt eine kennenlernen, die kein Social Media hat, was halt relativ schwierig ist, aber die keine Ahnung hat von irgendetwas. Klar, nachher, wenn du dann mal miteinander so redest und so, dann wirst du ja irgendwann schon Sprache, aber das wäre dann für mich wie okay. Ja. Ich glaube, wenn ich mal wieder mal arbeiten kann, um wirklich einen komplett neutralen Anfang finden mit jemandem, Ja. dann würde es gehen. Darum denke ich mir manchmal auch so, vielleicht gehe ich einfach so, werde ich so ein Passport-Bro und gehe so auf, keine Ahnung, irgendwo auf Thailand oder auf Aber das klingt einfach falsch. Nein, Moment, nicht wegen Thailand. Nicht wegen Thailand. Aber irgendwo eine Fernbeziehung. Ich Ja, gehe und einfach in dann die gehen Ferien. einander einfach beide wieder fremd. Also, sorry. Also nicht wieder, aber so. Nein. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber es gibt auch in der Schweiz Leute, die wirklich nicht so sind. Habe ich selber schon erlebt. Aber es ist schon sagt, Leute, bewerbt euch bei mir, wenn ihr findet, ihr kennt den Flavio bis jetzt und ihr kennt nur von meinem Podcast und findet ihn superherzig auf dem Hören und habt noch nie etwas von ihm gesehen. Bro. Das ist im Fall oft. Im Fall Leute haben auch meinen Podcast schon nur meinen Podcast gelassen und nicht gewusst, dass ich Social Media mache. Wirklich? Ja, weil das so vorgeschlagen wird und dann hören sie einfach mal rein und sind so, ah, okay, cool. Und nachher erzähle ich so von TikTok und die sind so, hä, was macht die? Das ist aber schon noch geil. Ja, Das unterschätzt man in dem Fall noch recht. Ja. irgendwie. Aber meinst du, bei YouTube ist es auch so? Wahrscheinlich schon eher weniger. ja, aber YouTube sieht mir ja wieder dein Content. Hä, oder meinst du, Ja, wegen aber weißt du, Podcast? dass Leute nur irgendwie, sagen wir jetzt mal, über YouTube zu dir kommen? Ah, das weiss ich nicht. Und Ja, aber das nachher- sind eher so ältere Leute, glaube ich. Sorry, nicht alte. Das sind ja Ich gehe mal kurz schauen, was die Leute eigentlich von dir haben wollen wissen, was ich nicht wissen will. Ah ja. Nein, aber schau, schlussendlich Dating so oder so schwierig, aber das hat es jetzt noch schwieriger gemacht. Ja, aber wenigstens finden die Leute jetzt geil, schon ein Pluspunkt. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Aber es ist auch vielleicht
Ja, ich weiß nicht. Findest du das ein Pluspunkt? Jetzt im Nachhinein. Wie siehst du das? Das nimmt mich Wunder. Früher warst du sicher so einer, der so denkt, so, weißt du, die Typen, die so alle wollen und so, I wish that could be me. Und jetzt bist du so einer, denkst, und jetzt, was würdest du so dem kleinen Flavio sagen, der so denkt, wieso wollen nicht alle Frauen mich? Also erstens mal, wollen mich sicher nicht so viel. Ja, also wenn sie schon alt, also so die Ü30er, sind ja, sehr gut, dann spitz bin auf ich. dir. Ja, das ist ein anderes Thema. Nein, aber ich würde sagen, dass es einfach eine Fantasie ist, die man sich geil vorstellt, die dir aber schlussendlich auch nichts bringt. Also ich habe auch Kollegen, die das schon früher so hatten, weil sie einfach irgendwie gut aussehen oder so. Ja. Und wo das dann auch ausleben, so das begehrt sie. So Hof-Phase. So Hochphase in Männerversion, so die Fuckboy-Era und so. Und es ist einfach nichts dabei. Und es ist wie so, du kannst vielleicht ein temporäres Loch stopfen oder dein Ego ein pushen, aber schlussendlich bist du immer noch am gleichen Ort nachher. Ja, also ich habe das auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt. Was lachst jetzt du dahinter, Ramon? Wegen Lochstopfen. Wegen Lochstopfen. Alter! Der Ramon ist unser 16-jährige Praktikant die sind beide hinter der Kamera. 25, Alter, und die lachen wegen so Zeug, Mann. Nein, gesagt, aber ich habe das auch schon oft in meinem Podcast erwähnt, dass ich eigentlich schon immer als so quasi attraktiv gegolten habe, egal so, wie alt. Ja, ja, das ist nicht dumm, aber und dass mir das aber auch nie etwas gebracht hat, weil ich selber einfach bis heute noch nicht so glaube. Weißt du, so, ich habe mal so ein Interview gehört von so einem Psychologen, das dass wirklich Leute haben, die entweder irgendwie mega erfolgreich sind oder mega gut aussehen oder was auch immer. Oder wo einfach sagen wir mal, eine Facette von der Persönlichkeit mega ausprägt ist, die nachher voll unter dem leidet, weil sie das Gefühl haben, es ist nur wegen dem. Ja. Dass zum Beispiel, wenn du mega hübsch bist, die haben eine richtige Identitätskrise, weil sie das Gefühl haben, die Leute finden mich nur cool, weil ich gut aussehe. Ja, voll. Gleich wenn ich dann denke, ja, die finden mich nur cool wegen meinen Videos. Oder Ja. was ja eben eigentlich safe nicht so ist. Ja, und auch Darum wenn es ist ja, ich meine, bei eben so bei uns ist ja das Gute, unsere Videos sind wirklich mehr, aber Ja. gleichzeitig so, du hast dann wie, also für mich ist es mega schwierig, dann zum Beispiel auch bei Kolleginnen, bei Neuen, denke ich mir so, ja, ich kann jetzt nicht 100% ehrlich sein und nicht auch mal zeigen, dass ich auch mal ein Wichser sein kann oder auch mal einen scheiß Tag habe, weil dann enttäusche ich ihre Version von mir in ihrem Kopf, weil sie einfach von mir denken, ich bin so eine coole bla bla bla, weil ich zeige auch nicht auf Social Media, sorry, wenn ich die Mutter anficke daheim oder wenn ich irgendwie mal einfach so Mental Breakdown habe und sage, oh mein Gott, alle Menschen sind scheiße und fick die und meinen Freund anficken oder weißt du, so Sachen. Ja, das ist sicher. Das kannst du so wie nicht rauslassen, weil dann ist dann plötzlich so, die Emma ist gar nicht so, und ich habe das Gefühl, das ist viel einfacher, dass man mich dann scheißiger findet als jemand anders. Also weißt du, ich kann viel schneller Leute enttäuschen und so, die ist gar nicht so cool, die ist da zum Scheiße. Das ist vielleicht also irgendwie ein falsches, überpositives Bild von dir entstanden ist online und dass dann viel härtere so eine Fall ist für dich, wenn du dann mal so deine schlechten Seiten wirst zeigen und so. Und dann bin ich immer so, ja okay, ich kann jetzt nicht bei diesen neuen Kolleginnen so über meine Probleme reden, so gehe ich immer zu meiner gleichen alten Kollegin, die von Anfang an weiss, dass ich ein kleiner Wichser bin. Und das ist so das gewesen. Und dann habe ich hure so Angst, weil ich denke so, wenn diese Kollegin mich nicht mehr gerne hat, irgendwann, dann habe ich niemand mehr. Und dann tue ich mich so festklammern an den Leuten, die ich jetzt habe. Hast du das nicht? Überleg mal, wenn du deine Kollegen von früher nicht hättest, du hättest einfach niemand mehr, außer jetzt so Hetz. Also ich habe auch gewisse Leute, verloren klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber gewisse Leute, die so richtig einen Switch-Up gemacht haben. Ja, das hat es bei mir auch gegeben. Wo ich dann plötzlich von das Alte, entweder im Sinne von einfach mega unangenehm plötzlich die ganze Zeit Sachen machen, die wir vorher nie irgendetwas gemacht haben. Ja. Oder dann Leute, die gesagt haben, ja sorry, ja, jetzt hast du keine Zeit mehr für mich oder bla bla bla. Wegen, einer hat mir wirklich so geschrieben mal so, ja, nur weil ich jetzt fähige Kollegen hätte und so und was er mir alles cool für mich gemacht hat, so richtig, richtig übel. Oh mein Gott. Wo ich dann eben auch merke, wer es die echten Kollegen sind, weil die echten Kollegen von mir sind die genau checken, so, ich habe jetzt vielleicht wirklich, es ist auch so, ein bisschen weniger Zeit, auch wenn es, oh nein, nicht mehr so wirklich, das wäre einfach nur so schnell 10 Minuten das Video machen. Ich habe weniger Zeit, aber das sind dann auch die Kollegen, die sich selber auch weiterentwickelt haben und weniger Zeit haben, die das halt auch völlig checken. Und dann siehst du dann halt nur noch, keine Ahnung, alle 2 Wochen, obwohl du vorher einmal in der Woche gesehen hast. Das ist auch eigentlich so normal, wenn man älter wird. Sobald die Leute sind am Arbeiten, die Leute haben ihre, keine Ahnung, irgendeine Beziehung, haben noch ihre Familie, haben ein Tier oder so. Aber du hast nicht mehr, eben, haben deine Kollegen schon Kind? Ja, der von mir ist Vater geworden.
Congrats. Ja, ich sag's ihm dann. Nein, aber wirklich so, die Leute, die immer noch erwarten, dass du so jeden Tag irgendwo so, keine Ahnung, gehen wir raus, so random raus, so Bro. Sind wir noch an diesem Punkt? Also sorry, dann ist es auch voll okay für mich, wenn du mich scheiße findest, wenn ich nicht jeden Tag raus mag, so auf dem Bänkchen hackeln oder so. Ja, vor allem, ich habe mich dort auch so ein bisschen aktiv distanzieren von der einen, weil ich hätte wahrscheinlich jeden Abend können mit jemandem etwas trinken oder essen, wo ich von irgendwo mal kennt habe und kennengelernt habe, wo dann plötzlich wieder so gefunden hat, gehen wir wieder mal etwas essen, gehen wir wieder mal etwas trinken, wo ich vorher nie etwas gehört habe. Ja. Wo ich dann halt wirklich einmal gesagt habe, ich der eine Leute wirklich so geschrieben, dass ich wieso keine Kapazität habe für mehr Leute in meinem Leben. So. Hast du das gesagt? Habe ich so gesagt. Du bist mein Vorbild. Ja, aber ich meine, schreiben ist easy. Das Gesicht zeigen wäre jetzt auch etwas anderes. Nachher so, hey. Aber bei mir ist es dann richtig viele Leute, also ich bin ja so richtig hart fertig gemacht worden in meiner Oberstufe. Und so Leute, die dort ein richtiges Arschloch zu mir waren, haben mir seither geschrieben und sich entschuldigt bei mir, wo ich genau weiss, sie hätten das nie im Leben gemacht, wenn ich nicht irgendeine Online-Präsenz hätte, hätten die nie ein schlechtes Gewissen bekommen wegen dem, was die zu mir gesagt und was die gemacht haben, sondern die denken sich jetzt so quasi, oh mein Gott, wenn die das irgendwie so, das Gefühl, sie denken so, ich könnte das irgendwie so, ja, so mäßig oder so, oh, jetzt ist sie so cool geworden und so, sie hat das gar nicht verdient, also die gebe immer noch genau die gleiche Person wie damals. Das ist der perfekte Punkt. Ich habe mich als Person null verändert im Sinne von, wie ich mich sehe. Aber alle anderen Leute um mich herum tun mich so anders behandeln und das gibt für mich so einen Break, das ist das, wo mir das Scheißgefühl gibt. Ja, und das ist auch so schwierig, weil du nimmst dich selber so anders wahr, als du das Gefühl hast, alle anderen nehmen die wahr. Und dann bist du so am Question, ja, aber wie wirke ich denn auf die Leute? Also stimmt jetzt das, was ich selber denke, oder stimmt das, was sie denken? Und wie zum Fick kannst du das so miteinander vereinbaren und irgendwie anbekommen, dass du nicht völlig crazy gehst? Und ich verstand auch, dass ganz viele quasi Leute mit, wie sagen wir dem, Fame, dass dann so zum Kopf steigt, weil wenn dir jeder von außen sagt, Alter, du bist so ein geiler Sieg und du machst das so gut und wirklich, Alter, du bist so fucking sexy, geil, smexy, perfekt. Das habe ich jedes Mal gesagt, wenn mich jemand gefragt hat über so irgendwie abgehobene Leute und so. Ich glaube, das ist einfach ein Schutzmechanismus, um den Ding, das nicht mehr aufgeht vom Eigenbild und wie du von anderen wahrgenommen nimmst, um das wie können auszugleichen. Dass du dich dann wirklich auf eine Diskrepanz. Ja. Dass du dich dann halt wie auch wirklich selber deine Identität auch so auf das Podest stellst, dass sie übereinstimmt mit dem, was du von außen bekommst. Ja. Und dass ich dann das habe ich wirklich aber gelernt im Psychologiestudium, dass wenn der Unterschied zu gross ist zwischen deinem Eigenbild und dem, was andere Leute sehen, dann können wir gegen Störungen da... Das glaubst du. Gut, ich habe es zu einem gewissen Teil auch immer machen, im Sinne von, wenn ich jetzt von außen unterwegs bin und so. Wenn mich irgendjemand erkennt oder vorbeikommt und so, dann muss ich auch so ein bisschen in das eingehen, von wer ich bin und so, weil sonst wird es so unangenehm. Aber ich kann das einfach nicht. Wenn ich so denke, what the fuck. Ich probiere es, aber ich kann es nicht. Also ich glaube, wir sind schon ähnlich in dem, wir hassen es ja beide eigentlich so zu existieren in der Außenwelt. Ja. Aber so, ich kann es nicht. Letztens habe ich wirklich zu einem in der Migros gesagt, wo mich, so ein 30-Jähriger, hat mich so hure dumm schräg angeschaut zu seiner Freundin, gesagt, ist es nicht die von Insta? Und schaut mir aber in die Augen und sagt nicht. Und nachher habe ich im Fall, und nachher hat er weiter so geschaut. Und ich habe mich einfach so umgedreht, dass ich nicht mehr ihn anschaue und hure gesagt, Bro, was willst du noch geschissener reinschauen? So Sachen sage ich einfach. Als hätte ich irgendwie so keinen Filter. Und anstatt, wie ihr alle macht, einfach so ignorieren oder sonst irgendwie nicht Heu sagen. Und ich einfach so laut wie es geht, unauffällig, quasi, dass er mir nicht sagen kann, ich habe ihn angeschaut und gesagt, das schaust so geschissen. Und dann laufe ich noch weg wie so eine alte Frau und sage, ja, so ehrlich. Weißt du, so, ich kann es einfach nicht. Mir ist es aber am liebsten, wenn Leute kommen, wirklich so als wären wir wirklich so Kollegen, die einander schon mal gesehen haben. Ausser es ist zu übertrieben, wenn es gerade so verdammt nahe bei dir bleiben und dich umarmen oder was auch immer, das schon nicht. Aber weißt du, einfach so vom Vibe her. Hi Flavia! Ja, genau. Ja, voll. Und dann ist auch alles andere mit Karik und Fotos machen oder was auch immer voll easy. Ja, voll. Das sage ich auch immer so. Wenn ihr einfach kommt und wenigstens meinen Namen wisst, mir Heu sagt und Tschüss sagt, dann ist alles gut. Aber wenn ihr so über uns redet, als wären wir so in einem Glas-Ding drin und wir hören euch
Gehört euch nicht. Wir sehen euch nicht. Wir sind tun, als wären wir geistig eingeschränkt und hören nicht und checken nicht, was abgeht. Obwohl wir wahrscheinlich die sind, die am meisten... Also ein Blick lenkt mir und ich weiss, ob du mich kennst oder mich nicht kennst. Du hast so einen sechsten Sinn. Du weißt genau, auch wenn du jemanden nicht anschaust, du spürst, oh, der hat mich gerade erkannt. Und alle Leute von außen haben das Gefühl, so, die können so das Handy vor dir haben und ein Bild machen und du checkst es hart nicht. Also so, wirklich, hört auf, denken, dass wir es nicht checken, wir checken alles. Jemand hat gefragt, ich komme jetzt mal auf die Frage. Ein bisschen ja, voll, ja. Machen wir Speedround. Ja. Hörst du meinen Podcast? Nein, ganz ehrlich Hast du keine einzige Folge gehört? Doch, also nur Teil davon, von einer im Fall, glaube ich, nur. Okay. Das von der Frauending. Schaust du meine Podcast-Ausschnitt TikToks, wenn ich so poste? Schaust du sie ganz durch? Die schaue ich eigentlich immer ganz, ja. Ob ihr findet, dass es einen Unterschied macht, ob man als Mann oder Frau Influencer ist? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Frau, denke ich schon einmal, es spielt viel mehr mit, ob du jetzt konventionell hübsch bist oder nicht. Ja. Doch, nein, ja. aber allgemein so, wenn eine... Es wird viel mehr darauf fokussiert, dann, oh, was ist das für eine hässliche... In den Kommentaren geht es dann nur darum, so, was ist das für eine grusige Frau. Wenn ein Typ, jetzt mal sagen wir, nicht gerade dem Standard entspricht, dann wird weniger darauf eingegangen, denke ich. Also, ich weiß nicht, ist schon ein bisschen oberflächlich, habe ich das Gefühl. Ja. Dass es noch höhere Erwartungen gibt, dass wenn eine die Fresse zeigt, dann muss sie also bitte auch die hübscheste auf der Welt sein. Und sonst hat sie kein Recht, eine Plattform zu haben. Aber ich habe das Gefühl, das ist vor allem ein bisschen, weil sich Frauen mehrheitlich ein bisschen für diese Art von Content auch entscheiden. Also, aber ich glaube, es sind mehr Männer, die das kommentieren. Nein, ich meine jetzt Frauen, also zum diesen Content zu machen, entscheiden sich mehr. Aha, so meinst du. Also weißt du, zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, Lifestyle und Beauty. Ja. Hat jetzt viel mehr Frauen, die sich für das entscheiden, wie zum Beispiel für Entertainment. Ja, oder? Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich ein lustiges Video mache, die Leute würden es nicht so lustig finden, wenn sie mich nicht hübsch finden würden. Das kann ich dir jetzt gerade sofort sagen. Ich würde mit so viel, also ich probiere ja nicht lustig zu sein, aber ich glaube, wenn ich Comedy machen würde, dann würde das viel mehr durchgehen und akzeptiert werden, als wenn die Leute nicht irgendwie einen Sympathiepunkt mehr geben würden, also Männer vor allem, weil sie finden so, ah ja, die ist hübsch und lustig. Versus wenn du nicht dem Standard entsprichst, dann sind sie so, Bro, haha, Frauen sind nicht lustig, so. Ich glaube, es wird einfach generell mega das unter die Lupe genommen, wo der Fokus ist von dem Video. Wenn du jetzt keine Ahnung, lustig bist, dann wird das ein bisschen mehr auseinandergenommen. Wenn du jetzt auf Beauty gehst, wird das mehr auseinandergenommen. Es ist wie so... Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt würde, keine Ahnung, anfangen Gym-Content machen oder so. Boah, dann wirst du so hart auseinander. Ich würde so gebumst werden. Und jetzt habe ich halt wie eine Sparte gefunden, wo mir, sage ich jetzt mal, liegt. Ja. Wo ich dann auch wie so ein bisschen weniger angegriffen wird, weil mein Fokus mit mir aufgeht. Ich meine, ich muss halt ehrlich sagen, es hat so ein Stigma, dass jetzt auch einfach so, sagen wir jetzt einfach mal die Beauty-Influencer. Das ist ja so das OG-Influencing, das hat halt mega Respekt auch verloren irgendwie so. Und dann wird das halt auch einfach runtergemacht. Ja, auch wenn das jemand wirklich gut macht. Keine Ahnung, aber es wird doch gar nicht runtergemacht. Das bleibt ja dann so in dieser Nische und dann ist so, ah ja, geiles Make-up-Tutorial, danke. Außer dann die Typen, die so sind, so, ja, voll, ja, gut, keine Ahnung. Aber ich glaube, was allgemein vielleicht auch noch ist, so, du wirst halt als Frau schon viel schneller sexualisiert. Also weißt du, ich muss hure aufpassen, was man von mir sieht, was ich zeige. Ich muss auf jedem Ding schauen, sieht man jetzt irgendwo meinen Ausschnitt, sonst landet das sofort irgendwo. Und das ist so grusig. Und ja, ich habe ja auch mal deine DMs angeschaut. Ja. So. Also... Das sind Welten, ja. Das habe ich in diesem 20-Minuten-Interview auch gesagt. Wirklich? Wir hat auch so eine Frage, genau diese Frage gestellt. Ob es Frauen oder Männer schwieriger haben auf Social Media, oder was war die Frage? Ja, nein, ob es einen Unterschied gibt, einfach jetzt gefragt. Eben allgemein jetzt als Schlussantwort safe. Also ich würde ich denke als Frau hast du nochmal mehr Hürden und Backlash, wenn du dich auf Social Media zeigst. Also ja. Ich glaube auch, dass man Männer vielleicht auch ein bisschen mehr Fehler erlauben würde. Also gerade so, das sehe ich so mit so diesen
also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ihr da fix nicht, aber es gibt ja Djerf Avenue und die haben gerade so voll den Shitstorm wegen ihren Kleidern und bla bla und Matilda Djerf wird jetzt so voll abgemacht. Und das nur, weil sie eine Frau in Business ist und sie hat einmal einen Fehler gemacht, aber wenn irgendein, so irgendwie Gymshark und so haben, das ist jetzt einfach, ihr müsst da gar nicht zulassen, Flavien, so, aber ihr hört mal alles. Und Gymshark zum Beispiel hat, glaube ich, schon 100-mal genau das Gleiche gemacht, aber das kommt einfach so durch, weil Frauen lassen einfach generell weniger Fehler machen, weil man ihnen den Space gar nicht lassen will, weil sie gehören quasi gar nicht da an, sie müssen gar nicht Business machen und so. Und ich glaube, das ist einfach allgemein etwas auf Social Media, aber das sind ja sowieso keine Influencer, sondern mehr Firmen. Und jetzt kommen wir weiter zum nächsten Statement. Jemand hat gefragt, wieso du stinkst. Ist das ein Kollege, Luca Gobo? Nein, kann ich nicht. Hater, fick dich. Der stinkt sicher nicht, Mann. Er stinkt wirklich nur aus dem Maul. Nicht mal das. Er stinkt aus dem Maul. Ja, wenn du Korb siehst. Aha, wegen der. Ja gut, wenn ich rülpse schon. Das ist meine biggest fear, dass ich stinke. Wirklich, wir sind da die ganze Zeit im Office so, Alter, stinkt. Aber ich habe immer Deo dabei im Fall, sonst mein Deo an mich Haar entwetzt. Du vorne beim Fotoshooting. Ja, ich gehe es hat nicht mal gestunken, aber ich habe nur so gesagt, ich habe Angst, dass ich stinke. Und nachher ich gerade so, stink ich. Also, und nachher fragt gerade der Rahmen, oh, oder stink ich. Aber wirklich, wer auch immer das sieht oder hört und mich kennt, sagt mir bitte, wenn ich stinke. Bitte sagt es mir. Das ist mein worst nightmare, dass ich irgendwie so der Stinker bin, wo alle hinten darüber reden, dass er stinkt und sich niemand getraut, mir etwas zu sagen, dass er stinkt. Nightmare. Nein, du stinkst. Du hast nur einmal bei einem Mikrodreh gestunken, aber das hast du auch selber gemerkt. Bei welchem Mal? Bei The Ones. Aber das habe ich auch gestunken. Okay, das haben wir so geschwitzt. Das ist richtig grusig. Ja, okay, auf jeden Fall ADHS-Tipps und wie du mit dem umgehst. Der Flavi hat ADS. Ja, genau. Erstens mal Organisation und Struktur. Jeden Tag, auf jeder Ebene, bei allem, was du machst. Egal, ob es privat ist oder geschäftlich. Alles planen, alles einschreiben, alle im Kalender eintragen. Alles. Die alles... Kannst du mal ruhig? Die alles am gleichen Ort haben. Schlüssel, Portemonnaie, Handy. Wirklich alles an seinem Ort, wo es angehört. Das macht alles viel einfacher. Und sonst einfach... Was gibt es sonst noch? Aber wie machst du das, wenn du mal voll im Loch bist? Also so, du hast schon die ganze Unordnung, du hast schon hure viel Zeug zu machen und du musst so wie von null anfangen, weil du schon so ein bisschen vernachlässigt hast. Dann einfach mich nicht zu fest ficken und dann einfach wirklich wieder von vorne anfangen. Also zum Beispiel, wenn ich mich komplett verliere im Ghetto und nicht mehr arbeite und mein Zimmer vernachlässige und vergessen habe zu essen und nicht kochen oder was auch immer. Einfach, ich tue immer so von links nach rechts. Dann fange ich irgendwie beim Fenster an in meinem Zimmer. Tu dort mal alles wegräumen, bewege mich durchs Zimmer durch, tu da aufräumen, dort aufräumen. Es hilft mir mega, zum zuerst einfach mal den Space cleanen, dass ich nachher auch so... Dann habe ich auch gerade so einen Free Mind mehr. Also das hat gerade niemand mit ADS. Ja, aber wie kannst du aufräumen? Ich bin wie so ein Ding, hin und her. Ich bin manchmal etwas habe ich in der Hand, zum mal im Zahntuch gesehen, etwas anderes und nehme das dann auch noch grad. Und dann mache ich da noch schnell etwas und dann kommt mir noch in den Sinn, dass ich Prämie noch zahlen muss. Ja, aber hast du keinen Tipp, wie man kann, zum Beispiel jetzt beim Aufräumen, einfach nur beim Aufräumen bleiben? Alter, ich glaube, ich müsste mich vielleicht auch mal abklären lassen, ehrlich gesagt. Es ist so nur ein Hype. Ja, aber so... Aber ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, das bin ich auch noch mega am Struggle, aber wirklich so immer wieder zurückgehen, einfach probieren bei dem zu bleiben. Und aber auch für eine gewisse Zeit gewisse Sachen einplanen. Darum habe ich vorher gesagt, wegen meinem Tagesablauf, ich probiere wirklich, dass ich mich mental entlasten kann, würde ich wirklich sagen, okay, von 8 bis halb 10 Uhr am Morgen mache ich TikTok und Insta. Egal was. Ich tue mich dort nicht fest drin festsetzen, aber dass ich wie so, ich habe einen Ort und Zeit für das und dann habe ich einen Ort und Zeit für das. Und ich glaube, Aufräumen zum Beispiel ist halt so schwierig, weil es halt all over the place ist. So. Ja, und wie hast du das gemacht in der Schulzeit und so? Einfach Schaffen? Irgendwie... Alter, crazy. Schule und Arbeiten... also für die Schule habe ich wirklich keine Tipps. Also ich bin einmal aus dem Gimmick gegangen, einmal aus der BM rausgegangen. Ah ja, stimmt, du bist nicht so. Ich habe nachher die Erwachsenen-BM mit Ach und Krach geschafft. Ja, aber das ist ja geschafft. Ja, ich meine. Aber das ist wirklich so am Anfang voll da und nachher wieder richtig abgeslagt. Und dann ist es noch knapp geschafft am Schluss. Für die Schulzeit wirklich keine Ahnung. Ich habe keinen einzigen Tipp. Ich weiß nicht, wie es machen. Vielleicht funktioniert für die einen Medis.
dass du so richtig in so einen Fokus kannst reinkommen. Aber sonst war es einfach ein Gamble gewesen. Bei mir war es wirklich so schwarz-weiß gewesen. Die Fächer, die ich gefühlt habe, bin ich durch die Decke gegangen. Und die mich angeschissen haben, auch wenn ich dafür geschafft habe oder probiert habe, dafür zu arbeiten, hat keine Chance gehabt. Und beim Arbeiten, ja, das ist eine scheiß Antwort, aber ich weiß es wirklich nicht. Ja, aber beim Arbeiten? Beim Arbeiten habe ich auch so die links nach rechts Ding gemacht. Es kommt ein bisschen darauf an, welchen Job du hast. Aber zum Beispiel im Büro ist es extrem einfach zum Abschweifen, weil du hockst halt einfach 8 Stunden dort. Ja. Und dann habe ich wirklich meinen Schreibtisch so eingerichtet, dass ich links habe ich das Wichtigste, rechts das, was am wenigsten wichtig ist. Und dann habe ich einfach immer mich von links nach rechts durch den Schreibtisch geschafft. Und wenn ich abgeschweift bin und rausgekommen bin, habe ich einfach wieder links anfangen. Und so habe ich eigentlich fast nie etwas vergessen. Alter. Aber auch das war schon anstrengend, aber gleich, das hat dann funktioniert. Aber haben sie gewusst, dass du ADS hast? Ich habe es meiner Chefin gesagt, ja. Also, aber es war nie so ein grosses Thema gewesen. Also du hast es einigermaßen anbekommen. Ja, ich einfach, wenn ich einen Fehler gemacht habe, war es wirklich so fucking random Shit gewesen, wo du so denkst, Alter, wie kann dir das passieren, nachdem du schon 1,5 Jahre lang da schaffst. Aber das sind eben genau die Sachen, wo du so die fucking Brainfarts hast, wie du abgeschweift bist, die dann von außen so komisch aussehen. Ja. Aber ich bin so, ja, hey, ja, was passiert da mal? Aber sie hat es mega easy genommen. Also, meine Chefin war wirklich ihre Frau. Okay, gut. Also Ja. es besteht Hoffnung für alle mit ADHS oder ADS. ADHS, keine Ahnung, wie das ist, aber ja. Ja, gut, das ist sicher noch Das ist nochmal etwas crazier. anderes. Die müsste wahrscheinlich auf den Bau arbeiten, oder wenn man so dich kannst bewegen oder so. Der Pascal fragt, ich brauche Dating-Tipps von einem Typ für Typen. Oh, Hast du hast du Riz? ich kann Riz. Das glaubt ja keiner in diesem ganzen Raum. Alle schauen so mit Nein. dem Finger im Mund, Alter, im Fall beide Ja, Finger im ja, alle Mund. kommen gerade zu mir. Nein, jetzt no cap. Ich stirb auf dem Hügel. Aber ganz ehrlich, authentisch und dich selber sein. Jetzt ohne Witz. Ja, es ist eigentlich nur schlimm, wenn einer so kommt und sich so verstellt und Ja. denkst so, Bro, was probierst du gerade? Ich Was bin- hast du das Gefühl, wenn du bist? Also wenn es nicht wirklich gerade so unterbelichtet ist, jede Frau checkt das, habe ich das Gefühl. Wenn es auch nur schon ein bisschen... Ja, sorry, das ist jetzt ein bisschen blöd gesagt. Wenn du von deinem Wesen abweichst, das checkt man einfach. Das checkt man einfach. Und dann, je nachdem, wenn es so Frauen sind, die das selber auch machen, dann merkt sie es vielleicht nicht. Oder sie merkt es schon, aber es ist ihnen egal. Aber so eine Frau willst du dann auch nicht. Also ich will wirklich dich selber sein, aber das geht Hand in Hand mit Selbstentwicklung. Ja, voll. Du kannst nicht einfach musst dich das selber auch sein confident und in ein selber Piece of sein. Shit sein. Ja, voll. Schau auf deine Gesundheit, trainieren, gesund essen. Du trainieren. Ja. Schön. Ja, ja. Ich habe so Homeworkouts angefangen. Ja, Weil seit so- wann? Seit 2 Tagen oder so? Dass sie Nein, sagen, sind- trainieren, sind- gesund essen. Nein, ist jetzt schon, also seit sicher einem halben Jahr. Ah, hure Aber gut. on und off. Also ich habe es jetzt lang, was ist das längste, was ich durchgezogen habe? Vielleicht 1,5 Monate. Ah, das ist hure viel. Dann immer so Breaks wieder. Aber wirklich so, je mehr ihr in euch selber investiert und euch selber zum der bestmöglichsten Version macht, dann kommt... Es gibt so einen schönen Satz, muss ich schon sagen. Wenn du die Schmetterlinge jagst, dann fliegen sie davon. Aber wenn du deinem Garten gut schaust, dann kommen sie von allein. Es gibt auch Schmetterlingspflanzen. Ich würde so eine investieren. Man nennt es auch Ja. Dior Sauvage. Voll. Dings. Ah ja, aber sorry, und mach dich irgendwie interessant, mach irgendetwas. Ja, Sagst du Ausbildung, ha oder? ein eigenes Leben. Voll. Geh nicht jeden Tag raus mit deinen Boys Auto fahren. Ausser, ja, nein, es gibt keinen Grund, wieso das dein Hobby sein sollte. Ja, so, gut. Ein bisschen, nein, Du bist nein, auch ein einfach Autodude, das ist nein, auch fair. Nein, Also, nein, Autodudes sind cancelled. Das sind wirklich meine Top 1 Haters, die irgendetwas Geschissiges kommentieren, die so alle Gang zurück in die Küche du Fotze. Gut, das ist aber auch bei mir. Eben! Ja. Die Autodudes sind einfach fucking cancelled. Wenn du das Bedürfnis hast, jeden Tag rausgehen, Auto fahren mit deinen Boys, dann würde ich dir raten, lies mal ein Buch oder so. Das stimmt. Oh ja, Bücher lesen auch ganz Ja, wichtig. lesen, aber vielleicht nicht nur Harry Potter. Lernt und- euch gut Herr artikulieren. der Das ist Ringe, jetzt gell? voll komisch, dass ich das sage. Aber ja, doch, Herr der Ringe, Harry Potter ist gut. Also, Leute, Flavio muss uns jetzt aufzählen, Red Flags beim Frauen. Ich glaube, du kennst ein paar. also, erste Red Flag, Eifersucht. Oba, ich bin raus, Leute. Das ist wirklich... es gibt nichts Schlimmeres. Ja, aber Und- so ein bisschen. So gesunde Eifersucht. Ja, klar. Ich meine, ich finde, du musst auch nicht irgendwie ein Doormat Komm, sein. gang. Nein, Geh nein. nur im Nein, Ausgang nein. umschlecken. Ich finde es schön, wenn du dich ein bisschen ausleben kannst. Für mich
so eine gewisse Sorge oder Interesse um das, was der andere macht, fair. Ja. Oder ja, so, hey, wieso schreibst du mit dieser Person? Ja, Okay, ab wann wird es ungesund? Wenn du durchs Handy durchgehst. Aber was ist, wenn man fragt, hey, darf ich kurz schauen? Einfach, dass ich mich wohler fühle. Wenn ich so kommunizieren will, würdest du dann sagen, okay, wenn du das jetzt brauchst, aber in 2 Jahren soll es bitte nicht mehr so laufen? Nein, also ich persönlich, wenn du mir sagst, hey, kann ich deine Nachricht anschauen und dann ist aber Ruhe. Ja. Aber wenn man dann etwas findet, dann Gut, bist das ist eben das schuld. Problem von der Eifersucht, weil wenn du dir Ja, das in den man Kopf findet setzt, immer voilà. Und darum, das ist wichtig fies, zu sagen, dass das ein Red Flag ist, weil das ist einfach eine Unsicherheit, wenn du eifersüchtig bist. Aber ich kann das nicht haben, weil ich es einfach von mir selber nicht wirklich, also ich habe halt mega lange Fernbeziehung gehabt. Ah, wirklich? Ja, also mega lang, 2 Jahre. Hä, was heisst Fernbeziehung? Anderes Land auch. Ja, wo? Italien. Das ist verdammt weit, Mann. Alter, Ich habe 5 Stunden Du mit dem bist so ein Zug. Grüsel, du musst einen aus Italien suchen, dass sie dich nicht so oft sehen muss, dass sie es aushalten. Es war mega romantisch und ich habe sie in England kennengelernt im Sprachaufenthalt. Das war meine erste Beziehung und meine erste grosse Liebe. Du bist so fighting for your life. Vielleicht kommst du ja wieder mal. Vielleicht heiratest du die mal eines Tages. Nein, die Hat's hat nur wegen der Distanz nicht. jetzt... Nein, sie war halt ein bisschen älter als ich. Und Oi, ist das legal? Wir beide waren im Leben gestanden, ich habe nicht gewusst, was machen. Und dann, ja. Ja, okay, weitere Red Flags. Anyways, ich versuche dann... Boah. Stinken. Nein. Ich kann es einmal schauen. Oh ja, der Flavio hat übrigens einen Fußfetisch, so ein Leute. bisschen... Was hast du jetzt gesagt? Nein, lass mir die Füße aus dem Spiel. Und hast du das gesagt? Ich weiss Kann auch ich nicht. jemanden taggen? Ablösen? Zweiter Red Flag ist so, wenn sie keine Demut hat. Wenn sie so ein richtiger Flexer ist. Was ist Demut? Demut, so Humility, Bescheidenheit. Einfach so Aha, ein also so, be humble. am liebsten wär's, du reissest hart im Leben, aber du bist einfach, wenn du mit mir redest, du bist einfach ein anderer Mensch. Ja, aber Auf gut, dem aber wenn du Planet. so zusammen bist, dann gehst du schon so zu deinem Freund und gehst wenigstens Ja, mit ihm das so ist etwas celebraten, dass du ein Ja, geiles Tier safe. Aber ich hasse es, Meinst du so wenn in ich der irgendwie auf Dating-Phase Dates mehr? bin. Okay, dann ja, so, das ist verdammt komisch. ja, weißt du, ich habe das und da. Und in der Schule bin ich die Beste gewesen. Da habe ich gedacht, also, Bro, Shut the fuck up. just... Ich meine, klar kannst du das erzählen. Vielleicht liegt das auch wieder an mir selber. Ich spiele mich selber immer fett ab. Ja. Aber und darum habe ich dann vielleicht einmal so Mühe, wenn jemand anderes so kommt und sagt, Nein, ich finde es auch komisch bei Typen. gell, es ist einfach so... Ja, und ich habe übrigens, mein Auto hat übrigens 70'000 gekostet. Ja, hast du schon abgezahlt? Ja, Aber es ist so, es ist ja okay, gut zu üben und das sagen, aber dann einfach so... Alter, have some humility, wirklich. Okay, einfach ja. bleib auf dem Boden. Und ich finde das mega schön. Weil dann ist das wie so... Jemand, der einfach rasiert im Leben, aber es nicht nötig hat, um das irgendwie gross ansprechen, sondern es mir einfach zeigen kann. So. findest du Körperbehaarung schlimm? Bei Frauen? Ja. Mich hat es echt nie gestört. So Ist das die nächste exposed. Frage, oder was? Nein, das habe ich jetzt einfach so gedacht, ob man da, Nein. weil meine Female Listeners hören gerne mal so Männermeinungen. Also, Oder Achselhaare, das finde ich nicht so nice, das sage ich ehrlich. Aber alles andere ist mir eigentlich wirklich... Ja, das ist mir eigentlich gleich. Ja. Also, warte, es sind da jetzt gerade 3 Männer im Raum. Können wir einfach kurz ein Ja oder Nein hören von allen Stimmen? Also für Ist es Achselhaare? schlimm? Nein, jetzt so Dings, wenn ihr jetzt so mit jemandem fest etwas habt und es ist so, man ist jetzt schon öfters intim miteinander gewesen, es wird schon nicht erwartet, dass immer alles schön, sauber, perfekt rasiert ist, oder? Also Ja, ganz- nein, ich will nur ein Ja, Nein. Was ist die Frage? Es ist nicht nötig, zum rasiert Ja. zu sein? Ja, es ist nicht nötig. Es ist nicht nötig, ja. Ramon? Also alle sagen Also es ich nicht. habe immer mit meinen Exen immer so gewesen, nein, ich kann jetzt nicht, ich bin nicht rasiert. Und ich habe gesagt, Alter, das ist mir scheißegal. Es ist mir Ja. wirklich scheißegal. Ja, ich glaube, das ist wirklich so, vor allem wenn man jünger ist, macht man sich verdammt Ich habe eh Stress das über Gefühl, das. Frauen generell, oh, jetzt muss ich aufpassen, aber macht euch viel zu viel Gedanken. Also, Ja, aber das wenn- kommt ja nicht von nichts. Also ich verstand schon, dass man sich Sorgen macht. Ja, aber es gibt sicher so Typen... sorry, Leute, wenn ihr einen habt, der euch irgendwie schämt für das, dann ist es einfach ein dummes Arschloch. Also Red Flag, wenn ein Typ so findet, oh mein Gott, hast du Haar? Und dann, Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel... Ja, wenn's ihr habt das einfach mega gut mit Präferenz jemandem und er ist. sagt, hey, ich fänd's nice, wenn du dich rasieren würdest, dann ist ja wie...
etwas anderes noch. Ja, aber Bro, du kannst ja nicht erwarten, dass sie immer aussehen wie ein Porno, so meine ich. Nein, aber... Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ja wie... Zum Beispiel... das ist wirklich so spannend. Meine erste Freundin hat es gehasst, wenn ich mich rasiert habe. Ja. Also das ist ja auch noch irgendwie... Und das ist ja für mich dann voll easy gewesen, um so etwas Äußerliches anpassen für jemanden. Ja. Weil das finde ich jetzt wirklich nicht schlimm. Also, Ich finde es jetzt schlimmer, wenn jemand sagt, hey, du lachst mega laut. Oder das stimmt. Ich finde, weißt du, so irgendwie. Ja, aber es kommt halt darauf an, welchem Zeitpunkt, wenn du außerhalb von dieser intimen Situation so äußerst so, hey, mir gefällt es übrigens besser, wenn du das und das machst, ist ja ganz anders, als wenn du so im Akt bist oder so und plötzlich kommt so, nein, jetzt mag ich irgendwie nicht, weil es ist verdammt grusig, du mit deinen Stoppeln. Also. Ist dir das mal passiert? Nein. Okay. Aber das wäre ja völlig nicht, ja. Oder so Typen, die miteinander darüber reden, wenn Frauen präsent sind, so, verdammt grusig, Alter, die andere hat so Hörli gehabt und so. Und so denkst du, hebt das Maul, schaut mal euch selber an. Und kein einziges Mal rasiert, weil noch gar nicht gewachsen ist. So. Das ist jetzt mein Statement dazu. Also, ich einfach nur euren Approval carry. Ich will auch nicht, dass ihr dagegen etwas sagt, weil ich will da meine Leute ein bisschen reassuren, dass es nicht schlimm ist, wenn sie nicht aussehen wie jede Frau im Porno, weil das gibt es gar nicht in der Realität. Let the bush grow. Ja, wenn es euch wohlfühlen lässt. Okay, weiter. Haben die Männer auch so viele Unsicherheiten wie wir Frauen? Ich glaube, das können wir schon mit Ja beantworten. Ja, also was für Unsicherheiten? Körperliche oder was? Ja, einfach so Overthinking vielleicht ein bisschen. Ja. Hörst du das auch von deinen Kollegen und so? Weißt du, ob das nur so beschränkt ist? Ich habe fast alle Kollegen, die so sind. Darum sind es wahrscheinlich auch meine Kollegen, die so wirklich so die Overthinker sind. Ich glaube nicht, dass das mit dem Geschlecht zu tun hat. Das ist wirklich so und äußerlich? Auch. Sorry. Kotz. Ja, im Fall brutal. Also ich selber habe das auch mein Leben lang schon immer gehabt über meinen Körper und ich kenne sehr viele Dudes, die mit dem auch mir haben. So, sagt das jetzt irgendwie Sixpack oder keine Ahnung, Brusthaar oder irgendwie Schwanzgröße. Ja, du kannst sagen, was du willst, es war immer ein Thema gewesen. Aber redet man miteinander über das als Typen? Oder kommt das so unterschwellig, so random, so klein durch die Blumen, so hey, Bro, hast du eigentlich auch schon mal so? Hey, das ist einfach noch... Sorry, jetzt ist gerade das Mail Kalender. Mail. Oh, was muss ich machen? Nein, also ich rede mit meinen Leuten über all diese Sachen. Aber seit wann? Seit immer? Seit du so 16 bist oder seit du 25 bist? Vielleicht seit ich... Nein, ich glaube, je nachdem, wie du dich persönlich entwickelst, bist du auch viel bequemer damit, um über so Sachen dann reden. Also früher war das noch nicht wirklich Thema gewesen. Früher ist es einfach so... Ja, keine Ahnung, du hast die Leute angesehen, wem es jetzt angenehm war, sagen wir jetzt mal in der Duschkabine, im FC oder im Turnen in der Primar. Hast ja wie, es ist einfach etwas, je älter du wirst, dass du das dann, und dann gehst du schauen und vergleichen und so. Das macht Typen und Frauen und auch Typen haben. Ich meine, ich war zum Beispiel mega Spatzünder gewesen. Ja. So mit Wachsen und so. Ich habe bis ins erste Lehrjahr habe ich ausgesehen wie so ein Primarschüler. Das stimmt, du hast doch mal irgendwo so ein Foto eingeblendet. Voll. Und darum, egal ob Mann oder Frau, ich meine, heutzutage gibt es für Männer genauso harte Standards, sage ich jetzt mal, wie für Frauen. So was das Schönheitsideal betrifft. Vielleicht ist es bei den Frauen immer noch mehr im Fokus, aber... Ja, ich denke, bei euch ist auch einfach mehr leistungsbasiert und weniger ja, und äußerlich. aber auch Frauen erwarten auch, dass du ja, in der Theorie, Alter, aber schlussendlich nehmen wir alle den grusigsten, dümmsten, geschissensten Mann auf der Welt und fragen uns nachher, wieso. Aber ich kann auch... Jetzt muss ich euch was sagen. Was sagst du jetzt? Ja, also ich muss auch nicht mit einem Model zusammen sein, so. Also, weißt, ja, du bist ja auch kein, ist auch fair. Ja, eben. Ja, eben. Aber ich habe vielleicht auch so die Dinge so von, ja, mega geil, wenn du jetzt so und so bist. Aber ja, logisch. Wenn dann die Person, weißt du, wenn sie dann wirklich ja, eben, aber ich meine, weil du so redest, als hätten wir so, Bro, wir nehmen alle schlussendlich so einen Grüssel, wo du dir im Nachhinein denkst, oh mein Gott. Weißt du, nicht nur vom Äußerlichen, okay, wenn es wenigstens innerlich stimmen würde, aber so wirklich so
Niedrigste, weil man einfach keinen Selbstwert hat und einfach irgendeinen Grusel nimmt. Ich glaube aber nicht, dass es mit dem zu tun hat. Und das weißt du sicher auch so ein bisschen vom Psychologiestudium, je nachdem. Männer sind einfach von Natur aus viel visueller. Nein, das weiss ich nicht. Es ist einfach so, Männer sind viel visueller und Frauen sind wirklich einfach mehr. Das siehst du auch bei jeder Strassenumfrage. Also emotional, also was Viel, sind Frauen mehr? Mehr so à la... Spürst du mich? Nein, wo halt vielleicht mehr auf den Protect. Charakter gehen. So. Ja, genau. Ah, so. Kann er für mich irgendwie providen. Das tönt jetzt mega so alte, traditionelle Werte, die man heutzutage eben den Haufen rührt, aber es ist einfach so, es ist einfach Facts. Okay. Darum kann ich es mir öfters so vorstellen, dass vielleicht ein Mann vielleicht noch mehr aufs Äußere schaut. Alter, In erster Linie sorry, als Frau. Ja. Sorry, ja. Sorry, eine so groß geschrieben. Ist er loyal? Bist du loyal? Was heisst loyal? Also Ja, er ist treu loyal. oder was? In Hast einer du Beziehung? Loyalität gegenüber von deinem Umfeld? Scheißegal wer. Ich bin extrem loyal. Bist du schon mal fremd gegangen? Nein. Schon mal fremd Gedanken gehabt? Ja. Oh, Grusel. Dann, Bro, ob er jetzt, Social hallo? Events auch so Wer hat's mentally nicht? draining findet wie du? Sag nochmal. Findest du Social Events auch so draining wie ich? Ja. Ja. Darum habe ich eigentlich das Gefühl, ich bin eher introvertiert, auch wenn ich mich da so zeige. Ja, same. Weil Extrovertierte, die werden eigentlich charged mit so Social Shit. Und ich fühle mich einfach geredet nachher. Was war dein peinlichster Moment im Leben gewesen, bis jetzt, wo dir gerade so spontan in den Sinn kommt? Ich habe mal die Luft geküsst, als ich mit einer rummachen will und sie nicht mit mir. Das war richtig, richtig cringe gewesen. Und mein Kollege ist nebendran gestanden. Wir sind am Bahnhof gelaufen, das dritte. Ich und mein Kollege und die Dame. Sorry, wie dumm bist du so, wenn du das Dritte Ich war irgendwie bist? 17 oder so, ich hatte keine Ahnung. Und nachher habe ich so gefunden, ja fix, jetzt ist der Moment, um sie zu küssen, bevor sie auf den Zug geht. Oh mein Gott, das Und war dann- wirklich so stressig, so Verabschiedung. So, was machen wir jetzt? Ja, er hat dann sie umarmt, oder? Weißt du, wir sind irgendwie nur etwas trinken in Form von einem Klassentreffen. Es war nicht mal ein Steak, nichts, es ist nichts in der Luft gelegen. Und mein Kollege hat sie umarmt, tschüss gesagt und ich bin einfach so der... so der Kissing Face gemacht. Und sie ist einfach so ausgewichen und ich so... Hast du die Augen offen gehabt? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube schon. Hä, Und also nachher war es so awkward gewesen und mein Kollege hat es nur noch schlimmer gemacht, weil er hat einfach so hure laut gesagt, Alter, what the fuck ist jetzt das gewesen? Und ich so, ja, jetzt haben wir die Fresse und dann habe ich ihr normal Tschüss gesagt und ich habe sie nachher nie mehr gesehen, zum Glück. Aber wieso hast du Aber sie das- überhaupt küssen? Du Ich scheiß habe sie- Weirdo! Nein, Haben ich habe ihr- sie dann schon ein bisschen gekannt, so von der Ja, Schule. aber Ich habe haben wir sie- so einen Vibe going on gehabt? Zum Grund gehabt, wieso das ist? Also, haben Ja. wir wenigstens geflirtet miteinander zuerst. Ich weiß es eigentlich Bro, gar aber die nicht. ist sicher traumatisiert. Ja, ich bin auch Der traumatisiert. Flavio, Leute, das ist ein Predator. Stell dir- Dann. Oha, du bist gleich alt gewesen wie ich. Aber Ich kann eigentlich, ja. ja, okay. Predator ist ja meistens... Ja, schon, ja. Ja. Also, ja, ist ja gleich. Ja, anyways, das ist wirklich so, dort habe ich wirklich... Dort ist wirklich so ein Teil von meiner Seele, ist glaube gestorben an dem Tag. Ja. Alter, ja, okay, ja gut. Ich glaube, ich mag noch nicht reden. Magst du noch reden? Nein, für mich ist Ist das eigentlich, schnell? ich kann noch 3 Stunden weiterreden, aber Schon? ja, Wirklich? Bist du noch nicht müde? Pure müde geworden? doch eigentlich schon. Wie lange reden wir jetzt? 1,5 Stunden? Nein, noch nicht. Ja, nein, das ist schon gute Länge, sonst wird es noch zu viel dann. Habt ihr noch irgendetwas, was der Flavio muss sagen unbedingt? David? Dave? Was gibt es noch Folgt mir- Wichtiges zum Folgt Erwähnen? mir auf Instagram. Nein, bitte nicht, sonst überholt er mich noch. Gebt mal, hört mal 5 Sterne. Ah ja, gebt los mal Ja, 5 Sterne. Immer wirklich, Mashallah, beste Host. keine ja, einzige Folge hat er gehört, das ist schon gut. Ja, Schon gut? ich habe es gesagt, bester Host, nicht Du? bester Podcast. Schon? Ja, mehr als eine. Ja. Schau, er hat verdammt lange überlegt. Ja, so, aber- ich entferne mich jetzt von dem Toxic Environment. Ich kann- Schön, bist du da gewesen. Ja. Danke, dass du dich da geöffnet hast. Vergessen nicht, der Flavio hat einen Fußfetisch, schickt ihm gerne Ey, yo, ich habe keinen Ähm, fucking Fußfetisch, Bewertet Mann. Der Dave hat den Podcast. Ah nein, das ist Fußfetisch. übrigens nicht cool. So King-Shaming sagt man dem da. Ja, oder? King-Shaming. Ich Ja, glaube, aber die meisten Leute haben übrigens Männer haben übrigens Fußfetisch. schau, alles, Ausser was ich der kann Ramon. sagen ist, wenn Der Ramon sie schüttelt. eine hübsche Frau ist und sie hat wirklich schöne Füße, dann ist das ein
schönen Teil vom Körper. Ja, aber das ist doch alles so Ich nicht schwör, schön. weißt du, nachher hat sie noch vielleicht noch so ein Anklet oder so. Ja, das ist wirklich schön. Aber Aber das einen finde ich schönen einfach Fuß. ästhetisch, nicht so, oh geil. Ja, es gab, ich muss ja nicht an den Zehen lutschen oder so. Okay, Aber tschüss, kann macht's jemand- gut, bis Hey, nächsten ich habe keinen Sonntag. Fußfetisch. Macht's gut, danke fürs Zuhören. Folgt dem Flavio. Flavio Loy. Ja, Flavio Loy. Ich markiere die sowieso überall. Ah, fair. Tschüss. Ciao zusammen, Grüße.